Woo! It's my first time in the new hall. Das ist mein erstes Mal hier in dieser neuen Halle. There's so many of you. So viel von euch hier. Wow, that's great. Good morning. Guten Morgen allerseits. It's really a privilege to be able to share with you my church this morning. Es ist ein riesiges Privileg für mich, heute Morgen zu teilen mit euch als Kirche. But before we get going, I need to thank this tower of power here. Genau, bevor es losgeht, genau. Come on. Genau. Das ist immer der Moment, wo Christina mir dankt und ich sage, wie soll ich das übersetzen? Also genau, sie dankt mir Come on, 1 zu 1. Ja. Ja. Genau. Christina dankt mir für das Übersetzen. Yeah. For being my tower of power right here. Für den Turm von der Kraft. Genau. Chris, so thank you very Chris. much. Genau, sehr gerne. I absolutely love the artwork for this series. Ich liebe die Grafik von dieser Serie. No, really. The kaleidoscope of color and the bright light bursting forth from a city on a hill. Das Kaleidoskop, die vielen hellen Farben, die hier rausbrechen aus dieser Stadt auf dem Berg. You know, and I'm really drawn to this image, not just because it's visually striking, Und das Bild zieht mich wirklich mega an, nicht nur weil es visuell toll aussieht, but because it really represents a deep yearning in me. sondern weil es wirklich so eine tiefe Sehnsucht in mir repräsentiert. You know, these days, I am longing for lightness, for beauty, for hope. Weil heutzutage zur Zeit, ich sehne mich wirklich nach Schönheit, nach Licht, nach Hoffnung. And honestly, for a bit of colorful fun. Und auch ein bisschen einfach noch Farbe und Spaß. You know, the past few years have been really tough for my family. Weil die letzten paar Jahre sind sehr schwierig für meine Familie. And our personal challenges, like your personal Und challenges, unsere persönlichen Situationen und Herausforderungen, wie auch eure Herausforderungen, have been set against this dark backdrop of like political upheaval, economic upheaval, social unrest, you know? das sind alle so ein bisschen vor dem Hintergrund von politischen und ökonomischen Umwälzungen, von finanziellen Krisen und Naturkatastrophen, alle passiert. You know, and Genau. you know what I'm saying? Ugh. Things feel heavy. Es fühlt sich sehr schwer an. Things feel foreboding. Es fühlt sich irgendwie beängstigend an. And everywhere you turn, there's just more bad news. Und egal, wo man anschaut, es gibt immer wieder mehr schlechte Nachrichten. And so I think we're all kind of desperate for what this image represents. Das heißt, wir sind irgendwie alle verzweifelt oder sehnen uns nach dem, was das Bild zeigt. A refuge. Wirklich ein Ort, wo man heilig findet. A place where good news, a place where good news lives beautifully and powerfully. Ein Ort, wo die gute Nachricht lebt, und zwar wunderschön und kraftvoll. And you know what? Weißt du was? Jesus designed the church to be just that. Und das Coole ist, Jesus hat die Kirche genau für das designt, um so zu sein. So let's take a look at what Jesus said about the church. Lass uns doch mal schauen, was Jesus über die Kirche sagt. In Matthew, actually, he will read it in German. Ich werde es vorlesen auf Deutsch, Matthäus 5, 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. And then a few chapters later in Matthew, Jesus continues. Und ein paar Verse weiter, auch in Matthäus, fährt Jesus fort. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Amen. Amen. So clearly, the church has beauty and power built into its DNA. Also wir sehen wirklich, in der DNA von der Kirche ist Kraft und Schönheit. Guys, the power to illuminate darkness with light. Also wirklich Kraft zum Licht in Dunkelheit hineinbringen mit Leben. And this light is life.
Und das Licht, das ist Leben. The power to prevail against the gates of hell. Die Kraft, um gegen die Pforten der Hölle die zu überwinden. And the power to unlock the kingdom of heaven. Und die Kraft, um wirklich das Reich das Himmelreich zu öffnen. But honestly, hallelujah. Halleluja. I agree. But honestly, I sometimes feel a disconnect with these verses. Aber manchmal geht es mir so, dass ich das schwierig finde, etwas anzufangen mit diesen Versen. Right? Sometimes there just seems to be more darkness around me than light. Manchmal denkt es mir, es hat einfach mehr Dunkelheit um mich herum als Licht. And even worse, sometimes the light of the scandal and the failures of the Christian church sometimes seem to shine farther than the image of Christ we're meant to be reflecting. Und eigentlich noch schlimmer, manchmal denkt es mir, das Licht von den Skandalen von der Kirche oder auch das Versagen von der Kirche scheint irgendwie fast einfach noch weiter zu scheinen als das Licht von Jesus und wie wir eigentlich als Kirche sollten ihn reflektieren. Which leads me to a fundamental question. Und das führt mich zu einer fundamentalen Frage. Is the church living up to the potential that Christ intended for us? Lebt die Kirche das Potenzial, das Jesus für uns vorbereitet hat? So take this lighter. You all have one, I hope. Nehmen wir mal das Feuerzeug. Ich hoffe, wir haben alle eins. It has everything it needs to create light. Es hat alles zum Feuer oder Licht zu erzeugen. Right? You can shake it, it's full. Ich kann es mal ausprobieren, es ist voll. But right now, there's no light. Aber jetzt hat es kein Licht. It is rich with potential, Es ist voller Potenzial. but it needs to be ignited. Aber man muss es anzünden. And because of fire security, please do not light your light. Und wegen der Sicherheit bitte nicht anzünden. We could do that later. Das können wir nachher machen. Recently, I have found myself yelling at the television. Kürzlich habe ich realisiert, ich bin mit dem Fernseher am Anschreien. You know, I am watching the news in despair and I am shouting, where is the church in all of this? Ich habe eine Nachricht angeschaut und habe wirklich den Fernseher angeschrien und gesagt, hey, also voller Verzweiflung, hey, wo ist die Kirche in all dem? Right? Where are these stories of courageous love Wo sind die Geschichten von wirklich mutiger Liebe? and justice prevailing over injustice? Oder Gerechtigkeit, die über die Ungerechtigkeit siegt? Until I had a humbling realization. Bis ich die demütigende Realisation hatte. Christina, who do you think the church actually is? Christina, wer denkst du, ist eigentlich Kirche? Are you, Christina, waiting for some tangible institution outside of yourself to come and step up for righteousness? Wartest du, Christina, darauf, dass irgendwelche Organisation, Institution von außen kommt, außerhalb für dich selber und für Gerechtigkeit sorgt? Right? Where are Christina's stories of courageous love, sacrifice, and justice? Wo sind Christina ihre Geschichten von mutiger Liebe, von Aufopferung, von Liebe? Not fun. Keine einfache Frage. This leads me to an even more fundamental question. Und das führt mich dann zu noch einer fundamentaleren Frage. Am I rising up to this moment? Schaffe ich es, reinzustehen in diesem Moment? And am I living up to the potential that Christ intended for me? Lebe ich in dem Potenzial, wo Jesus Christus für mich vorbereitet hat? And I've been, as I've been wrestling with this uncomfortable question, Als ich mich da befasst habe mit dieser sehr unbequemen Frage, I've come to believe three things. bin ich wirklich zu der Überzeugung gekommen über drei Themen, 3 Punkte. So to be ignited, remember our lighter, Also zum wirklich leuchten, zum angezündet werden and to step into our power as a church, und in unsere Kraft als Kirche hineinzustehen. we need to understand, Müssen wir Folgendes verstehen. number one, the church is a community of disciples and not an institution. Erstens, Kirche ist nicht eine Institution oder Organisation, sondern eine Gemeinschaft von Jüngern, von Nachfolgern. And number two, we need to live the gospel. Und zweitens, wir müssen das Evangelium leben. And number three, guys,
we need to work together. Und drittens, hey Leute, wir müssen zusammen arbeiten. All right. So let's unpack point 1. Also lass uns das mal auspacken. Punkt 1. There are 4 metrics that pastors commonly use to assess how successful or healthy a church is. Es gibt so 4 Maßstäbe, die Pastoren oft brauchen, um zu messen, ob jetzt ihre Kirche erfolgreich ist oder gesund. And in English, they're really easy to remember because they are 4 B's. Und auf Englisch kann man die sich gut merken, weil es sind 4 B. Okay? Your budget, Das Budget, your building, Gebäude, the bodies, Körper, also Menschen and the buzz. und so die Atmosphäre oder so ein bisschen der Vibe. Yeah. And churches, you know, with cool formats and innovative programs and that X Factor hype, Und Kirchen mit so einem coolen Programm oder dem X-Factor-Hype, they tend to have more people, die haben oft mehr Leute, more money, mehr Geld and bigger buildings. und größere Gebäude. And while such a church might be considered successful, Und vielleicht kann es ja sein, dass solche Kirchen erfolgreich aussehen. is it necessarily powerful? Aber die Frage ist, ist die Kirche kraftvoll? Right? Considering the verses we just read, Wenn wir einfach die Verse, die wir gerade gelesen haben, im Hinterkopf haben. are these 4 B's really the appropriate indicators to assess how brightly we shine in our communities? Sind die 4b wirklich so der Maßstab zu messen, wie hell wir können als Kirche scheinen in unserer Gesellschaft? And are these 4 B's appropriate to assess how we prevail against the gates of hell? Und sind die 4b passend zum Messen, ob wir gegen die Pforten von der Hölle können ankämpfen können? Ironically, if we were to apply these metrics to Jesus' ministry, Interessant ist, wenn man denn das anschaut, also Jesus Dienst anschaut und die Maßstäbe einsetzt, his ministry would be unsuccessful. dann wäre sein Ministry, sein Dienst nicht erfolgreich. Right? Think about it. Denken wir drüber nach. After 3 years of ministry, Nach 3 Jahren Dienst he had no building, hat er kein Gebäude gehabt, almost no budget, kaum Geld, a few followers, nur wenige Nachfolger. but he certainly did have a lot of buzz. Aber er hat sicher viel Aufruhr geschafft. Genau. Right? And while on earth, Jesus didn't care about the 4 B's. Während Jesus auf der Welt war, hat er sich nicht interessiert für die 4 Bs. Jesus invested the majority of his time and energy in selecting and training and equipping his followers. In dieser Zeit auf Erden hat Jesus den Hauptteil von seiner Zeit darin investiert, Menschen zu suchen, zu finden, auszuwählen, auszurüsten für den Dienst. And that's because Jesus wasn't, and he still isn't, looking to create a religious institution. Und das ist, weil Jesus damals und auch heute nicht daran interessiert ist, irgendwelche religiöse Institutionen aufzubauen. Jesus' original intent for the church was to be a community of disciples that walked through life together, empowered by the Holy Spirit. Jesus, was er hat da will und auch noch heute will, ist, dass wir eine Gemeinschaft sein von Menschen, von Jüngern, Nachfolgern, die Leben teilen, zusammen durchs Leben gehen. And seen this way, Jesus didn't want us to go to a church. Und wenn wir es so anschauen, Jesus hat nicht wollen, dass wir in die Kirche gehen, He wanted us to be the church, er hat wollen, dass wir Kirche sind. right? But what does that mean? Aber was heißt das? What does it mean to be a disciple today? Was heißt es, ein Jünger Nachfolger zu sein heute? Well, a disciple is simply someone who spends time with Jesus, Ein Jünger ist ganz einfach jemand, der Zeit verbringt mit Jesus, becomes more like Jesus, mehr wird wie Jesus and endeavors to live like Jesus. und versucht, so zu leben wie Jesus. And a community of disciples Und eine Gemeinschaft von Jüngern is nothing more than a space where people can encounter Christ, ist nichts anderes als ein Ort, wo Menschen Christus erleben können. a space where they can grow and share their joys and struggles, Ein Ort, wo sie wachsen können und ihre Freuden und schwierigen Situationen teilen. a space where they can care for each other Ein Ort, and receive care. ein Ort, wo, wo Menschen einander dienen, einander helfen und selber das erleben. That's church. Das ist Kirche. The model is surprisingly simple. Das ist ganz ein einfaches Modell oder Right. System.
And of course, we can add cool programming on top of that. Natürlich können wir noch mehr dazu fügen. Cooles Programm, A fog machine, eine Rauchmaschine right? And a location with all the bells and und whistles. eine coole Location mit allem drum und dran. There is nothing wrong with that, Das ist überhaupt nicht falsch daran. as long as it's not our focus, Solange das nicht unser Fokus ist. right? We should never forget that it's not our programming or our production value that brings people to Jesus. Wir dürfen nie vergessen, dass es nicht die Art und Weise, wie wir programmieren oder das Programm haben, wo Menschen zu Jesus bringt. It's Jesus in us that brings people to Jesus. Es ist Jesus in uns, wo Menschen Yeah. zu Jesus bringt. Ooh, I love that. Amen. And the more we become like Jesus, Und umso mehr wir so werden wie Jesus, the brighter we shine umso heller werden Maschinen and the more powerful the church und becomes, umso kraftvoller wird die Kirche. right? Because the church is a living, dynamic community. Weil die Kirche ist eine lebendige und dynamische Gemeinschaft. It is not some static institution that exists outside of Es ourselves. ist nicht so eine statische Organisation, die außerhalb von uns existiert. And because of this, the church needs to become more intentional about becoming true disciples. Und darum ist es so wichtig, dass wir als Kirche noch viel bewusster einfach so werden wie Jesus, ihm nachfolgen. Because if we fail in this, people, we are going to fail in everything else we do. Weil wenn wir das nicht schaffen, schaffen wir alles andere auch nicht. We need to take ownership of our church Wir müssen Verantwortung übernehmen für unsere Kirche and recognize that the power of this church und realisieren, dass die Kraft von dieser Kirche depends on how much we want and choose to be like Jesus. das ist abhängig von uns und wie sehr wir möchten Jesus in unserem Leben haben und ihm nachfolgen. And this is really important. Und das ist so wichtig. We need to understand that we're not just consumers or recipients of the church's power. Wir müssen realisieren, dass wir nicht einfach Konsumenten sind in der Kirche oder etwas empfangen von der Kirche. We are essential ingredients to that power. Wir sind die wichtigen Bestandteile für die Kraft von der Kirche. So you've made it through point 1. Wir haben es geschafft. Punkt 1. Moving on. That brings us to point 2. If we want to be ignited and step into our power as a church, Punkt 2, starten mit Punkt 2. Wenn wir möchten, can you repeat that one? if we want to be ignited and step into our power as a church, Wenn wir möchten angezündet werden, leuchten und in die Kraft als Kirche hineinstehen, we need to proclaim the gospel with our lives, dann müssen wir das Evangelium mit unserem Leben verkünden. because that's what Jesus did. Das ist genau das, was Jesus gemacht hat. When Jesus sent out his 12 disciples into the world, Wo Jesus seine 12 Nachfolger in die Welt geschickt hat, he instructed them the following. hat er Folgendes gesagt. The verse. Genau, in Matthäus 10, 7 bis 8. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Did you see what Jesus did there? Seht ihr, was Jesus da genau gemacht hat? He told his disciples to tell people God's kingdom is near. Er hat seinen Jüngern gesagt, hey, geht raus und sagt, Gottes Königreich ist nach. And then he told them to prove that statement with their lives. Und dann hat er ihnen gesagt, sie sollen das Statement, das, was sie gesagt haben, beweisen durch ihr eigenes Leben. You know, people don't only need to hear the good news of Jesus. Menschen müssen nicht nur die gute Nachricht von Jesus hören, They need to experience it sie müssen das erleben können. tangibly. Wirklich greifbar. The sick, the lonely, the poor, and the oppressed, Die Kranken, die Einsamen, die Armen, die Unterdrückten, they need us to live out the love that we have received from Christ. die Menschen brauchen uns, dass wir die Liebe, die wir selber erlebt haben oder gespürt, dass wir das ausleben und ihnen zeigen. We are called to bear witness to Christ's love with everything we have. Wir werden wirklich herausgefordert oder gerufen, dass wir Jesus
we are called to bear witness to Christ's love. Genau. Jesus sagt, hey, kommt und bezeugt die Liebe, die ich für euch habe. By generously giving everything you have, Indem ihr einfach ganz großzügig alles gebt, was ihr habt. your voice, Eure Stimme, your influence, euren Einfluss, your skills, eure Fähigkeiten your time, oder eure Zeit and your finances und eure Finanzen. to love others practically. Und liebet andere so praktisch. You might be sitting here thinking, Und jetzt sitzt ihr vielleicht da und denkt, this is an overwhelming and impossible task because there's just so much brokenness around me. denkt ihr vielleicht, das ist eine überfordernde und viel zu grosse Aufgabe, weil es gibt so viel Schmerz und schwierige Situationen um uns herum. And I get it. Ich verstehe das. But let me encourage you. Lass mich aber dich ermutigen. The Holy Spirit is already working all around you. Der Heilige Geist ist schon an der Arbeit rund um dich herum. So your job is just to discern where he's inviting you to join him in his Das heißt work. also, dein Job, deine Arbeit ist, zum herauszufinden, wo dass er dich einladet zum Mitschaffen. So my question is, Also meine Frage wäre, where across Basel wo in Basel is the Holy Spirit specifically asking us to live a love that fills bellies? Wo genau in Basel ruft der Heilige Geist uns ganz spezifisch zum Angehen mit einer Liebe lieben, wo Bauch füllt? Where is the Lord calling us to welcome the lonely and care for the unwell? Wo ruft Gott uns ganz spezifisch, dass wir denen helfen können, die krank sind oder denen, die Unterstützung brauchen? And where are we as a church being called to bring beauty, hope, and light into misery and pain? Und wo werden wir als Kirche gerufen, zum Licht und Schönheit und Hoffnung bringen in schwierigen, traurigen, hoffnungslosen Situationen? And as we love like this, Und wenn wir so anfangen zu lieben, our church will grow in beauty and in power und dann wird unsere Kirche wachsen in Schönheit und in Kraft. because we reflect Christ's abundant love for Wenn wir, us. wenn wir Jesus seine Liebe, die er hat für uns, wenn wir die reflektieren. But don't just take my word for it. Aber nicht nur wir glauben, In 100 AD, 100 Jahre nach Christus there were an estimated 24,000 Christians. hat es etwa 24'000 Christen gegeben. And only 200 years later, Und nur 200 Jahre später that number had exploded to 20 million. Nur 200 Jahre später ist die Zahl von 20'000, 24'000 auf 20 Millionen angewachsen, explodiert. 20 million Christians at a time when being a Christian was illegal. 20 Millionen Christen zu einer Zeit, wo es illegal war, zum Christ zu sein. They had no buildings. Sie haben kein Gebäude gehabt. They had no New Testament scripture at that time. Sie haben kein Neues Testament gehabt zur Zeit. They had no professional leaders. Sie haben keine professionelle Leiter gehabt. And they had no fog machine. Und sie haben keine Rauchmaschine gehabt. Sorry. An Oxford professor, Dr. Green, Ein Oxford-Professor, Dr. Green, he argues that it was ordinary Christians who were responsible for 80% of the evangelization at that time. der Mann sagt, es sind ganz normale Christen gewesen, die für 80% von der Evangelisation in dieser Zeit verantwortlich waren. And these ordinary Christians, they would just simply explain their countercultural life to their friends and family who were so attracted to their beautiful lives. Und die ganz normalen Christen haben einfach ihren andersartigen Lebensstil ihren Freunden, ihrer Familie erzählt, was für Hoffnung dass sie haben, weil das so interessant, so attraktiv war für die Menschen um sie herum. The early church was powerful. Die erste Kirche war so kraftvoll gewesen. And so much so that it had an important role throughout history in shaping social institutions in the Western world. So kraftvoll, dass sie wirklich so die Art und Weise, wie dann noch unsere westlichen Organisationen, Institutionen gewachsen sind und die geformt hat. Christians started hospitals, schools, orphanages. Christen haben Schulen gestartet, Waisenhäuser, And Spitäler.
Over time, governments recognized their necessity and they formalized these institutions. Und über die Zeit haben dann Regierungen realisiert, wie wichtig dass die Institutionen sind und haben sie formalisiert. And we can be really grateful for that, right? Und wir können sehr dankbar sein dafür. And today's social safety net in Switzerland and other countries is a massive privilege. Und unser aktuelles soziales Sicherheitsnetz in der Schweiz und anderen Ländern ist ein riesiges Privileg. However, Aber it can also be a danger to the church es kann auch eine Gefahr sein für die Kirche. because many of us have deferred our responsibility to fight injustice onto these institutions. Weil viele von uns haben die Verantwortung gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen, diesen Institutionen überlassen. Right? We might think to ourselves, I know I can, Wir denken vielleicht, und ich denke das manchmal auch, oh, I don't have to worry about that. The state Das- is taking care of all that. ich muss mich da nicht darum kümmern, die Regierung kümmert sich um das. Right? I'm off the hook. I pay taxes. Hey, ich muss da nicht helfen, ich zahle ja Steuern. But remember what Jesus told his disciples in the verse we just read. Aber lass uns daran erinnern, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat in den Versen, die wir vorher gelesen haben. Preach the kingdom of heaven Predige das Königreich vom Himmel and live it with your actions. und lebe es mit deinen Taten. We cannot abdicate this responsibility as disciples of Christ. Das ist eine Verantwortung, die wir nicht übergeben können als Nachfolger von Jesus. So I want to say, church, it's time to reclaim our role in pursuing social justice. Und so möchte ich wirklich sagen, hey Kirche, es ist Zeit, dass wir uns unsere Rolle und Verantwortung wieder übernehmen, indem wir soziale Gerechtigkeit hochheben. And I'm not just talking about charity, that's important, Und ich meine nicht nur Nächstenliebe, das ist ganz wichtig, but we also need to pursue restorative justice. es ist auch wichtig, dass wir wiederherstellende Gerechtigkeit verfolgen oder das auch hochheben. Biblical justice. Biblische Gerechtigkeit. What does that look like? Was What am I heißt talking das? about? Von was rede ich? We need to advocate for and help create systems, policies, programs that actually prevent injustice. Wir müssen uns einsetzen dafür, dass Gesetze, Initiativen, Programme entstehen, die wirklich aktiv helfen, dass Ungerechtigkeit gar nicht erst passieren kann. An obvious example of this would be Martin Luther King leading the church to protest the racist laws of the US. Ein offensichtliches Beispiel ist der Martin Luther King, der mit seiner Kirche angegangen ist und protestiert hat gegen die ungerechte Gesetze und die Separierung in den USA. And Martin Luther King and his church and others, they advocated for the Civil Rights Act in the US in the 60s. Und eben die Kirche, Martin Luther King und andere haben sich eingesetzt dafür, dass das Bürgerrechtsgesetz umgesetzt wird in den 60er Jahren in den USA. They did not defer their responsibility to pursue justice onto politicians. Sie haben die Verantwortung, zum Ungerechtigkeit der zu begegnen, nicht übergehen an die Politik. They lived out this justice to great sacrifice. Sie haben die Gerechtigkeit wirklich gesucht, trotz Opfer, die sie erbringen müssen. And they affected political change. Und haben es so geschafft, dass es eine politische Veränderung gegeben hat. Hallelujah. I like having you in the front row. Du bist super vorne in der ersten Reihe. So, finally, point 3. Also Punkt 3. To be ignited and to step into our power as a church, Zum Brennen, Leuchten und in die Rolle hineinstehen als Kirche. we need to work together Für das müssen wir zusammen arbeiten. with one heart, Mit einem Herz, with one voice, mit einer Stimme and one purpose. und mit einem Ziel. Being the light of the earth in a world with so much darkness Das Licht sein in einer Welt mit so viel Dunkelheit, can seem like too much to handle das kann wirklich zu viel sein für uns. for us as individuals and us as a church. Für uns als individuelle Personen, aber auch für uns als Kirche. We have neither the strength nor the energy to shine in all the broken Wir haben places. weder Kraft noch die Energie oder die Resources, um hier Licht hineinzubringen in die ganze Zerbrochenheit um uns herum. But thankfully, our weakness
does not disqualify us Aber zum Glück tut unsere Schwachheit uns nicht disqualifizieren. because Christ, the all-powerful, Weil Jesus, der Allmächtige, he shines through our weakness to fulfill his purposes. er scheint durch unsere Zerbrochen oder Schwachheit durch, um seine Ziele zu verfolgen. Can I get an amen? Amen, haben das? We are not meant to save the world on our own power. Wir müssen nicht die Welt nicht retten mit unserer eigenen Kraft. That's Jesus' job. Das ist Jesus seine Arbeit. We just need to make ourselves available to him. Wir müssen uns einfach bereitstellen. Also, we are not meant to right every injustice we encounter. Wir sind auch nicht berufen, um jede Ungerechtigkeit jeder zu begegnen und das Problem zu lösen. There's a reason why Jesus called the church the body of Christ. Es gibt einen Grund, warum Jesus die Kirche den Körper von Jesus genannt hat. Just like all the body parts have a specific function, So wie jedes Körperteil eine eigene Funktion hat, so does each disciple. so ist es auch bei uns als Nachfolger von Jesus. We might be called to be Jesus' hands Vielleicht werden wir berufen, zum die Hände sein von Jesus or his voice, oder seine Stimme. but we could never be all body parts at the same Aber time. wir könnten niemals jedes Körperteil aufs Mal sein. That's why we're meant to work together as a community, Und darum müssen wir zusammenarbeiten als Gemeinschaft, so we can complete the body of Christ, damit wir zusammen können, Jesus Körper vervollständigen. right? And you know, ICF isn't responsible to do everything, everywhere, and all at once either. Und wisst ihr, auch ein Chef ist nicht verantwortlich, zum überall an jedem Ort reinzustehen und Ungerechtigkeit begegnen. Newsflash. Newsflash. Information ganz brandneu. Church isn't just ICF. Es gibt mehr als nur ICF als Kirche. Yeah. There are many churches out there, Es gibt viele Kirchen. right? Ranging from the bells and smells Es gibt Kirchen, so ein bisschen, wo Glöckli und Rauch angehaucht sind, to the happy clappies bis hin zu Happy Clappy and everything in between. und alles zwischendrin. But we're all part of the body of Christ. Aber wir sind alle ein Teil von Jesus Körper. And even though we all have different roles, Und auch wenn wir alle unterschiedliche Rollen haben, we all have God's heart, wir haben alle Gottes Herz. right? We love God and are loved by him. Wir lieben Gott und wir werden geliebt durch ihn. And even though we might be from different denominations Und auch wenn wir unterschiedliche Denominationen haben, wo wir gehen, or have some theological differences, oder vielleicht irgendwelche theologische Debatten haben, we all share a common purpose: wir haben alle das gleiche Ziel. to proclaim the good news of our broken world with one voice and beautiful lives. Und das ist, dass wir wirklich in die zerbrochene Welt rausgehen mit einer Stimme und der begegnen. You know, it is so powerful when believers from different cultures, different denominations, different countries Genau, es ist so wunderschön und so kraftvoll, wenn Menschen, wenn Nachfolger von unterschiedlichen Ländern, Denominationen zusammenkommen. and they have the humility to work together, Und wenn sie Demut haben, zum Zusammenarbeiten focusing not on what makes them different, und nicht auf but what das, unites them. und nicht auf das fokussieren, wo sie unterscheiden, sondern auf das, was sie zusammenbringen. What an example of unity the global church can be in this increasingly polarized world. Ja, was für ein wunderschönes Beispiel können Kirchen sein weltweit, wenn sie zusammenkommt in einer Welt, wo immer mehr einfach fragmentiert ist. It is my dream Es ist mein Traum, to see churches unite around the world, dass Kirchen wirklich zusammenkommen, um die Welt herum. put their theological differences and their worship formats aside, Dass sie ihre theologischen Unterschiede auf die Seite tun und die Art und Weise, wie sie Worship singen. and respond to injustice with the force of God's love. Und mit der Kraft von der Liebe von Gott kommen und der Ungerechtigkeit begegnet. That's power. Das ist Kraft. And when we do this, Und wenn wir das machen, that's when this picture becomes our reality. das ist, wenn das Bild Realität wird.
All right? So to recap, Also zusammenfassend, the church, that's us, Kirche, das sind wir. we exert our God-given power when Wir können die Kraft, die in uns ist, durch Gott, die können wir dann brauchen. Number one, we recognize that we're a community of disciples and not an institution. Erstens, wenn wir realisieren, dass wir eine Gemeinschaft sind von Jüngern, Nachfolgern und nicht eine Institution. Number two, we Zweitens, live the gospel wenn wir das Evangelium ausleben, by loving and serving others and standing up for justice. indem wir anderen dienen, andere lieben und für die Ungerechtigkeit einstehen. And number three, we work together with one heart, one voice, and one purpose. Und drittens, indem wir zusammenarbeiten mit einer Stimme, mit einem Herz und mit einem Ziel. To usher in the kingdom of heaven. Damit Gottes Königreich kann Realität werden. And I'm going to ask Chris to pray. Wir werden noch beten zusammen. Oh Jesus, wir danken dir so vielmal für die Kirche. Das war deine Idee gewesen. Und wenn wir zurückschauen auf deinen Dienst, dann sieht das vielleicht ganz anders aus, als wie wir vielleicht den Erfolg anschauen. Aber du hast andere Pläne, du machst die Sachen anders. Du machst, Kraft sieht bei dir anders aus. Kraft sieht bei dir so aus, dass wir einander dienen, dass wir demütig sind, dass wir einander Füße waschen, dass wir dir nachfolgen, so werden wie du. Und so bitte ich dich, dass du uns wirklich hilfst, dich noch viel mehr zu wollen, noch viel mehr als Kirche einfach dir nachfolgen, als einzelne Personen, dass wir nicht zu der Kirche schauen, die Probleme löst, dass wir sagen, hey, wir sind Kirche, wir zusammen können dieser Ungerechtigkeit begegnen, zusammen mit dir, indem du uns am richtigen Ort anstellst. Sagen uns als Kirche und als einzelne Person, dass wir genau dort sehen, wo du uns anleitest. Dass wir nicht überfordert werden mit diesen Themen, sondern dass wir von dir geführt werden, jeden Tag neu. Amen. So, just really quickly, Nur noch kurz. before we start singing, you will have received a lighter when you came in. Wir haben ein Feuerzeug bekommen, als wir reingekommen sind. And like I said, I wanted all of us to kind of, light our lighters, but it's a total fire hazard, so we're not going to do that. Ich will, dass wir alle schön am Winken sind, aber es ist, glaube ich, nicht so sinnvoll wegen But it's a Sicherheitsthemen. souvenir from me to you. Aber es ist ein Souvenir von mir an euch. I want you to take it home, and I want you to light candles, and I want you to do whatever it is just don't light anything that goes here. Yeah. Genau, und ich würde gerne, nehmt es mit heim, Sachen anzünden, die heim, genau, Because I want it to be a reminder Kerzen. that you have everything in you to be a light. Und denkt einfach daran, dass ihr alles in euch drin habt, um ein Licht zu sein. You just need to take it with you everywhere Ihr müsst es einfach mitnehmen, egal wo ihr hingeht, and make sure you ignite it. und einfach anzünden. Okay? And can you imagine with all of us across Basel, all of us with our little Und lights, könnt ihr euch das vorstellen, wir alle mit unserem Feuerzeug, the darkness that we can chase away in our families, in our communities, and beyond? denkt an die Dunkelheit, die wir einfach wegjagen können, egal in unserer Familie, in unserer Gesellschaft und weltweit. Amen. And thank you Amen. for listening.